wir sind wieder on air. Grüezi. Wow, krass, wie lange dass wir weg sind. Und somit hallo und herzlich willkommen beim Academy Podcast. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich denken, ich habe euch abonniert, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Was soll denn das? Also von der Stimme her solltest du uns kennen. Einmal Madame Mystik und... Einmal Frau Freigeist. Genau, und wir haben absolut geschiftet. Darum sind wir auch die letzten paar Monate unglaublich ruhig gewesen und wir haben nichts mehr von uns gehört. Und zwar, wir haben nämlich, wir haben uns von Alchemistas verabschiedet und sind jetzt Academy. Und auch heute haben wir unsere Webpage gedroppt. Cool. Also, falls ihr uns besuchen Wir sind online, Baby. Ja. Yeah. Falls ihr uns besuchen wollt, academy.ch, würde uns mega, mega freuen. Und ja, das hat natürlich sehr viel Arbeit gegeben. Also, wir sind nicht einfach ruhig und untätig. Nein, eher im Gegenteil. Eher im Gegenteil, wir haben einfach schlichtweg gar keine Zeit für anderes. Aber da werden wir auch in dem Podcast jetzt davon erzählen. Und du wirst ziemlich schnell merken, dass auch der Podcast ein bisschen neu strukturiert ist. Also sprich, wir werden ein bisschen eine andere Struktur haben, aber wir freuen uns und ich würde sagen, ja, willst du noch etwas dazu sagen? Nein. Ich würde sagen, wir legen mal los. Let's go, Mann. Hey, was läuft bei dir? Viel zu viel und alles hinter ab, Mann. Total shit happens. Du darfst schon fast schon lachen, Manu. Ich sehe wieder nicht, dass wir wieder ein Geräusch von mir drehen. Ja, hey, shit happens. Was ist eigentlich gelaufen? Zuerst einmal, wie viel hast du geschlafen die letzte Nacht? Die Nacht jetzt? Ja. 2 Stunden vielleicht. Ja, bei mir sind es knapp 3. Also so ist es jetzt eigentlich die letzten Wochen nur gewesen. Also. Unglaublich. Wir sind so volle Pulle dran die letzte Zeit. Und ja, wir wollen erzählen, was ist eigentlich gelaufen. Shit happens. Manu, was ist bei dir gelaufen die letzten paar Monate? Wo es so ruhig war, bis wir jetzt hier an den Punkt hergekommen sind, wo wir endlich Academy können droppen und so weiter und so fort. So generell ist es halt, gell, je ruhiger es im Aussen ist, desto lauter ist es im Innen oder im inneren Kreis. Also bei mir und bei meinem Rudel hat das Tatsache so gestimmt. Also wir haben unter anderem innerhalb von 3 Wochen gezügelt. Den Sommer mit Sack und Packen. Also das heisst, innerhalb von 3 Wochen Nachmieter suchen, Zügeltruppe organisieren, alles packen, alles aufnehmen. Wir sind jetzt in Valence City daheim. Wuhu! Endlich wieder im Taminotal. In den Bergen. Ich freue mich verdammt nochmal ein Loch ins Knie. Ehrlich, es ist so cool dort. Aber es war natürlich viel Aufwand gewesen, und davor war es auch einiges an Nervenstress gewesen, weil ich im Sommer gehen wollte. Aber wir hatten nichts, aber ich hatte die Wohnung und alles schon gekündigt, weil ich wusste, ich gehe ich weiss einfach noch nicht, wohin. Und es hat sich dann alles wirklich wunderbar gegeben, aber es ist natürlich ein bisschen ein Ruck gewesen. Und dann gleichzeitig sind auf meiner Seite bei Frau Freigeist halt auch Projekte, die im Hintergrund laufen, die cool sind, aber die auch Zeit brauchen. Die Kinder brauchen natürlich Zeit und die sollen sie auch haben. Und es ist halt unheimlich viel innere Arbeit. So gesehen. Jetzt fangen wir auch nicht an auf mich, wir machen jetzt so kein «Spürst mich, fühlst mich», wie bei Filmen Abend so, das läuft jetzt da nicht. Aber es ist auch vor allem jetzt in dem Zuge mit dem Zügeln unheimlich viel innere Arbeit gewesen, wirklich innere Revision. Weil du kannst ja nur etwas in deinem Aussen verändern, wenn du anfängst, dein Innere zu verändern. Das wissen wir ja. Darf ich fragen, was ist so das grösste Thema von dem Shift, also Wohnungsshift? Oder besser gesagt, Shit happens wirklich so. Die Frage ist, was ist nicht Thema in dem Shift? Also ich glaube, aber ich glaube, das haben viele, gell? Und man muss vielleicht dazu sagen, ich bin natürlich ein Fischli, das heisst, ich bin in dem Jahr mit dem Saturn und so
immer noch ein bisschen rein und jetzt aktuell im Finsterniskorridor. Also da geht einiges. Ich glaube, viele Themen sind halt wirklich gewesen, Kindheit, meine eigene Kindheit, wenn ich aufgewachsen bin, wenn ich mit meinen Kindern sein will oder eben nicht sein will, wenn ich arbeiten will, wenn ich nicht arbeiten will, wenn ich leben will. Ich habe einfach komplett, ich habe irgendwie Anfang Jahr entschieden, um in eine Metamorphose zu gehen. Und ja, das bedeutet halt Revision, nicht nur, dass du vielleicht einmal ein anderes Frisürchen machst, sondern Revision wirklich bis in die Grundstrukturen und dementsprechend, vor allem beim Zügeln, gell, in dem Stress hinein, ist halt wirklich viel gewesen, um nochmal anzuschauen, zum letzten Kapitel, aber auch wirklich können abschliessen und dermal auch das Buch von jetzt endgültig aus dem Heimatort verschwinden, nicht weil man abhaut aus Flucht, sondern einfach aus einem guten Gefühl heraus, weil man das Kapitel jetzt endgültig können zählen. Aber bis das Buch jetzt mal geschlossen war, es ist halt einfach viel, wo dann halt läuft. Aber ich glaube, können die meisten ein bisschen nachvollziehen. Und das macht natürlich, ich meine, es ist ja nicht nur meine innere Arbeit gewesen, sondern Kinder, wie wir alle wissen, die ziehen ja mit, oder? Also jetzt nicht nur vom Wohnen her, sondern bei denen passiert, also bei meinen Kindern ist es wirklich so gewesen, bei ihnen passiert dann halt auch viel so im Unterprogramm inne und es ist auch dort sehr heilsam gewesen. Aber es ist halt einfach, eben Revision ist halt nicht, Metamorphose ist nicht ein bisschen Fingernägel malen, sondern das ist so auf die Kacke an. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, ich bin sehr dankbar darum. Also ich glaube, apropos Metamorphose, ich glaube, das haben wir so, der Startschuss war letzten Oktober im Jahr, wo wir angefangen haben, Projekte miteinander. Und von dort weg ist nachher also Flutwelle losgetreten. Also am Anfang einfach mal mega viel Struggle, einfach auch, weil man man will etwas Neues kreieren. Man merkt, Scheiße, da ist noch alles rum. Oh, das ist auch noch nicht fein. Und dann ja, ist halt mir dort auch mal... immer zu überlegen, kann ich das, geht das, soll ich das überhaupt? Und dann immer wieder das Abwägen, ist jetzt das alte Ich oder das echte Ich, wo schwätzt, was muss man loslassen, was muss man loslassen, was kann man in etwas Gutes transformieren, ja. Aber es war schon Flutwelle seit letztem Jahr. Ja. Aber es ist, also ich feiere es hart, aber es ist irgendwie September und ich bin einfach Putznudel am Arsch. Ich weiss nicht, wie viel Aber Mal... wer nicht? Ja. Wer nicht das Jahr? Wer nicht? Ich weiss nicht, wie viel Mal dass ich dir in dieser Zeit gesagt habe, Manu, bleib auf der goldenen Schiene. Fall nicht in die Fünfer-Thematik vom Reisenden ab. Es ist wirklich... Also, aber es ist auch... Paranoia vor einem Fünfe. Du kann nicht, wenn irgendwo ein Fünfe sehe, fürchtet Also schon. nein, es ist ja nicht schlecht. Es kommt darauf an, wenn man unerlöster Fünfer ist Nein, oder nicht. Aber ja, also... Aber erzähl du. Also ich habe absolut auch mit dir mitzügelt, weil ich ja auf Deutsch, also mitzügelt, Moment, ich muss das klarstellen, ich bin immer noch Zwiebeln, aber energetisch aber wenn wir jetzt das gleiche Bett haben... Ja, das ist ein anderes Ding. Aber ich bin voll mit dir mitzügelt energetisch, weil wir haben wirklich den Prozess miteinander zusammen gemacht und ja, es war manchmal nicht einfach gewesen, was ich dir sage, jetzt bleib auf dieser goldenen Schiene, jetzt hör auf, dich zu verkopfen, gib dich hin. Aber eben auch umgekehrt, gell? Wie viel Mal, dass du mir etwas wieder gesagt hast zum Spiegeln, einfach genial. Ja, also bei mir ist auch viel gelaufen. Ja, erzähl du noch. Gib noch Stichwörtchen. Also ich glaube, das Krasseste, was ich jetzt erlebt habe innerhalb, ich sage jetzt in 11 Monaten, also seit wir Oktober letztes Jahr entschieden haben, okay, wir geben Vollgas, wir wollen ein Projekt umsetzen, ist bei mir absolut die Friedensschule aufgekommen. Also in der Handanalyse bin ich Friedensschülerin und die Friedensschülerin ist der Marathonläufer. Und der Marathonläufer, andere brechen nach 50 Kilometern zusammen und der Marathonläufer macht nach 100, bis er fast verreckt. Also Entschuldigung, ich muss das so sagen. Und wir brauchen das. Aber es ist halt eben unerlöst. Und das ist sehr eine männliche Kraft und Energie. Und ja,
zuerst die Alchemista-Seite umsetzen, Marathonlauf, dann mal eine Mystik-Seite komplett neu umstrukturieren, weil ich mich ja verabschiedet habe von hexenhaus.ch und mit meinem neuen Namen raus bin. Oder ich würde nicht sagen neu, sondern mit meinem eigentlichen Namen, wer ich bin. Und dort habe ich schon gemerkt, also Friedensschule wird gekickt ohne Ende, sprich auch mit alten Mustern, mit Glaubenssätzen, ja, also wirklich extrem. Und ich glaube, einer der grössten Gamechanger, und jetzt muss ich schauen, dass ich nicht anfange zu weinen, weil ich so dankbar bin. Jetzt werde ich gerade noch emotional. Auch das gehört dazu, Leute, es ist alles ungefiltert. Also ich schreie nicht ins Mikrofon, ihr müsst keine Angst haben. Ich glaube, einer der grössten Gamechanger war wirklich, als ich angefangen habe, mein Buchprojekt zu schreiben. Und zwar hat es dazu geführt, dass am 15. Oktober 2024 hatte ich Geburtstag gehabt. Und wie ich ihnen, ja, habe ich von meinem Sternenpapi, wie ich ihn so liebevoll nenne, habe ich ein Sonnenchart auf Geburtstag geschenkt bekommen. Und ja, ich habe ihn gefragt, also er hat mir das einfach in den Briefkasten geworfen, ich habe mich gefreut, aber ich habe dann gefunden, hey, danke, aber kannst du mir das noch erklären? Und gesagt, getan, einen Tag später sind wir dann da. An dem Tisch gehockt in meinem Stübli und haben einen feinen Tee geschlürft und ich habe ihm einfach seine Worte gelauscht, wo er erklärt hat oder erzählt hat, was das überhaupt bedeutet. Und das Sonnenchart, das er gemacht hat, gilt halt wirklich vom 15. Oktober 2024 bis 14. Oktober 2025, also einen Tag, bevor ich dann wieder Geburtstag habe. Und zuerst hat er mir erzählt, dass mein Schwesterhaus aktiviert ist, wo ich einmal völlig aus der Socke gefallen bin. Genau, weil Manuela hat sich genau am 15. Oktober bei mir gemeldet. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie Geburtstag hat. Nein, Das habe ich erst sondern nachher sie ist gecheckt. gefunden, so, und jetzt machen wir einen Termin ab und jetzt sehen wir uns. Und wir haben, glaube ich, uns am 16. Dann gesehen, 17. Oktober, also wirklich 2 Tage nach meinem Geburtstag. Aber er hat mir auch erzählt, dass ich unbedingt schreiben sollte. Also er kennt ja mein Chart schon seit eh und je und er hat mir immer wieder gesagt, also Hexentochter, du musst einfach schreiben. Und ich habe immer geschmunzelt, weil ich vor über 10 Jahren angefangen habe, ein Buch zu schreiben über, was jetzt ist das wichtig, quantenphysische Hirnprozesse, so. Und am Anfang dachte ich, ja gut, dann schreibe ich halt dort weiter. Und ich habe es dann vorgenommen, bin zuerst einmal verschrocken, weil ich dachte, wow, das habe ich geschrieben, weißt du, so, weil du es halt schon lange nicht mehr gelesen hast. So. Also ich war auch ein bisschen stolz, ich hatte Freude. Auf jeden Fall habe ich aber sehr schnell gespürt, dass das einfach nichts ist. Also ich habe mich so verändert in meinem Wording, in allem. Also das wäre wie wenn ein Schizophrener ein Buch schreibt. Also es ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber du hast das Gefühl, 2 Persönliche schreiben das Buch. Wäre vielleicht auch geil, weil du kannst schreiben, hey, 10 Jahre später im Buch und jetzt schreibe ich weiter. Aber ja, und ich hatte am Anfang so einen mega Twist im Kopf gehabt, weil ich gefunden habe, okay, schreiben, was soll ich machen? Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, hör auf, Madame Mystik, es bringt hinten und vorne nichts, das darf fließen, ich gebe es jetzt einfach ab. Und dann habe ich Impuls bekommen. Und ja, mir wird jetzt lachen, mein geistiges Team hat mir dann wirklich auf dem Silbertablett wie ein Blitz das serviert, wo ich eine dreckige Unterhose in der Hand hatte. Ich bin nämlich gerade den Wäschekorb Far too many details. am Ausladen gewesen. Nein, wirklich. Ja, es passt perfekt. Also dreckig in Anführungsschlusszeichen. Er wissen schon, eine gebrauchte. So. Und in dem Moment kommt wie ein Blitz kommt die Idee und dann habe ich das noch etwa gut 2 Monate wirken lassen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und das war, glaube ich, der grösste Gamechanger gewesen, weil
ich gemerkt habe, meine Worte haben Macht und Worte sind Magie. Meine Rede. Und ja, Schreiben. das ist so krass, was ich mit dem Schreiben, also es ist ein Tagebuch und ich erzähle hier von meinem Leben und was passiert ist, aber auch Sachen, die passiert sind, auch von vorgängigen Leben, die auch wieder in das Leben mit einfließen, mit Begegnungen. Und gewisse Sachen sind jetzt für mich gar nicht aktuell gewesen. Ich habe es einfach mal geschrieben und plötzlich habe ich das wieder ins Feld gezogen und lustigerweise, weil es noch unerledigt war. Und das hat für mich so eine Transformationswelle losgetreten, wo ich wirklich zwischen ihnen dort gestanden bin und gefunden habe, shit happens. Also weißt, du weißt ja gar nicht mehr, du denkst jetzt nicht, ich mache jetzt so grad weiter und jetzt packe ich es gerade an, weil es ist so viel gelaufen, dass einfach mal zwischen ihnen sagen, hey, shit happens, ich parke es. Ich kann es gar nicht, aber es war so transformativ gewesen, was zum Das anderen. schickt dir einen Prozess. Ey, Das ist unglaublich das ist ja krass. Schreiben schickt dir einen Prozess. Also wirklich voll Magie und was dazu geführt hat, dass ich aus dieser aktiven, männlichen Energie von immer leisten und ich würde jetzt bei mir sogar sagen Überlebungskampf, also es ist bei mir so ein Überlebensmodus, Fight and flight. wo sich eingeschlichen hat, wo ich absolut dürfen anpacken, shiften und dürfen in eine Passivität gehen, in eine nachhaltige Passivität. Auch zu spüren, hey, manchmal bist du passiv aktiver als aktiv. Genau. Und ja, also es ist wirklich krass und das hat sehr viel bewegt. Also auch so, dass dort hocken und sagen, wo ist mein erster Gedanke? Und weißt du, es ist krass. Ich habe keinen. Ich muss mir jetzt zwar alles aufschreiben, aber es ist so, ja, aber so du bist schön. eben in einer Ruhe, ja. Genau, aber eben In der auch Einheit. in einem Gleichgewicht. Also einfach noch zum Verständnis, es bringt nichts, wenn man nur in der männlichen aktiven Energie ist. Es bringt aber auch nichts, wenn du nur das weibliche Prinzip, das passive Empfangende auslebst. Es braucht immer beides. Und da merke ich einfach auch so, nachhaltige Pausen einlegen, nicht alles irgendwie übers Knie überbrechen, eins ums andere. Und dann setze ich natürlich viel nachhaltiger um, weil dann bin ich viel produktiver und mache natürlich in 4 Stunden etwas, wo ich vielleicht vorher eine ganze Woche dafür gebraucht hätte, einfach weil ich im Krampf reingegangen wäre. Ja, oder? du bist halt einfach im Fluss, ja. Und das ist wirklich crazy. Also dort muss ich sagen, ja, und da muss ich dazu sagen, auch ein Thema, wo mir sehr stark begegnet ist der Tod. Also ich hatte sehr viele Sterbebegleitungen gehabt, auch ja, Impuls und Hilfe, wo es wirklich um Tod gegangen ist, wo ich eine unglaubliche Erkenntnis hatte. Ich meine, wir kennen all die Redewendungen, so, wo wir mal so als Floskel sagen, hey, Mann, mach dir doch nicht so viel Gedanken und mein Gott, es ist doch alles nicht so wild, man muss nicht immer alles auf eine Goldwaage legen. Aber ich habe wirklich mehrere Momente erlebt, die mich tief berührt haben, wo ich dort gehockt bin und musste sagen, wir Menschen sind so Idioten. Wir machen so vieles abhängig von anderem, Von außen. Wir machen alles abhängig vom Außen. Ja. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, also ich habe Manuela wirklich, glaube ich, fast eine 20-minütige Sprachnachricht geschickt, wo ich voll in dem Raum war. Ich habe gekühlt, ich habe gelacht, es war alles dabei gewesen. So eine Memo hast du von mir auch bekommen. Ja, mehrere haben wir gehabt in den letzten paar Monaten. Mit Lachen und Heulen gleichzeitig. Ja, wirklich. Ja, ich aber that's life. Das ist wenigstens echt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir morgen weg sind, es schreit kein Hahn nach uns. Klar, wir hinterlassen schon Fußspuren, aber
was ich damit will sagen, all das Scheiß, wo wir das Gefühl haben, oh, wie soll ich jetzt einen Instagram-Post machen? Oder oh, wie soll ich das? Was wollen die anderen von mir? Und dann das und das und jenes, der Krampf und der Leistungsdruck, es interessiert niemand, wenn du nicht mehr da bist, ob du dir Sorgen über das gemacht hast. Es interessiert niemand. Es ist doch nur wichtig, dass, wenn wir gehen, dass wir happy sein können und sagen, hey, hast du doch einfach gut gemacht, wie du es gemacht hast. Du bist dankbar gewesen, du hast dein Leben gelebt, hast dich nicht noch selber krank vor Sorgen oder vor Gedanken gemacht. Und das ist mir Uhren eingefahren. Also, ich habe wirklich dort eine intensive Woche gehabt, oder 10 Tage. 10 Tage. Da sind wir ja, was sind es, fast 6 Todesfälle begegnet. Ja. Also an Ja, es Kundschaft scheppert, gell? Es gehen oder auch jetzt im... viele hauen jetzt ab. Ja, und da sind wir natürlich auch bei der 9er Energie von dem Jahr, gell, die Vollendung, und auch jetzt der Monat, wo wir noch haben, ist numerologisch eigentlich der letzte Monat vom 2025, weil im Oktober, November und Dezember haben wir schon die Energien vom 2026. Und jetzt zieht es die Schrauben an. Wir haben ein 9er Jahr, das sagt, komm in die Vollendung, wer Mach bist vorwärts. du, rum auf. Es geht nicht darum, zum Neues zu machen, sondern einfach zum in die Vollendung zu kommen. Darum sind uns dieses Jahr sehr, sehr viele alte Themen begegnet, oder? aber Zum auch Aufräumen, ringsum. Also ich kenne, glaube so ziemlich niemand, der das wo nicht... keinen Schissel hatte. Ja. Nein, also heuer ist. Aber Voll. es ist schon letztes Jahr, und das hat man schon vorletztes Jahr gesagt. Und irgendwie hast du im 22 schon gesagt, was ist krass gewesen. Im 23 Ja. hast du gesagt, oh, 22 war chill gewesen, und im 24 hast du gefunden, oh mein Gott, Scheiße. No, und no. jetzt heuer ist einfach Ja, und jetzt eben zum Abschluss, der immer letzte mitten in die Monat, Fresse oder? rein. Ein 9er Monat mit der 9er Energie. Wenn ich jetzt gerade richtig ausrechne, haben wir sogar numerologisch, wenn man es genau ausrechnet, Monatsenergie 9 plus. Wir sind noch in der 9er Jahresenergie. Und die Monatsenergie ist, glaube ich, ein 18-9er, und das wäre Macht Ohnmacht. Dort würden wir einmal triggern, jetzt im September. Plus natürlich das 1 mit dem Start. Also leg los bei Macht- und Ohnmachtsthema, bring es zum Abschluss, bring in die Vollendung. Oder? Und das ist schon hart auf der Schippe. Ja. Krass. Ja, aber es ist auch sehr transformierend. Also ich finde, ich muss echt sagen, ich will die letzten Monate hier nicht missen. Gerne nicht. Es aber ist ich will es ja nicht mehr. Also ich will es nicht missen, aber ich muss es jetzt nicht nochmal Nein, ich haben, muss nicht mehr wirklich zurück in die alte Energie, das muss ich effektiv nicht mehr. Weil jetzt manchmal sind Sachen eben, das wird bei dir ja gleich sein, das ist auch, gehört ja auch so ein bisschen so in meinem Feld raus, du laufst an etwas her, wo noch vor einem halben Jahr in den Finger hast, und du erinnerst dich zum Teil gerne nicht mehr daran. Ja, Das es ist eigentlich so immer wie ein gutes Zeichen, dass Delete. deine Persönlichkeit halt wirklich sich am festigen und am verändern ist. Aber ja, es ist ein crazy ride. Ja, also es ist wirklich Aber für wer nicht? crazy. Eben, Ja. für wer nicht? Ich bin sehr dankbar darum. Ich glaube, zum wirklich, wenn du wirklich eine gute Veränderung willst, dann muss es halt auch verändern. Hast du noch ein Thema? Nein. Hast du alles erzählt? Ja, ich hätte noch 50 Milliarden Sachen mehr, aber ich Ja, glaube, willst- das bringt es jetzt wenig. Nein, ist okay. Nein, ist alles Okay, gut. okay. Ich glaube, wir können weiter in der Vollendung. Weiter in der Vollendung. Weiter in der Gehen wir mit der Vollendung, 9er Energie. Tu hä? es, Baby, tu es. Los geht's. Mach doch einfach aus dem Shit Happens ein Shift Happens. Wie wäre das? Finde ich gut. Besser als verschissen durchs Leben durchzugehen. Ja, wir kommen zum Shift-Thema. Und ich habe nämlich ein Thema mitgebracht, wo eigentlich so ein bisschen darauf aufbaut, was wir die letzten paar Monate erlebt haben hier miteinander und unsere Metamorphose. Und zwar... Gell, eigentlich müssen wir brüllen und lachen gleichzeitig, aber aus Freude, aus Trauer, aus einfach alles, aus Glücklichkeit. Nein, mein Thema, das ich mitgebracht habe, ist Freundschaft und Business. Ja, ich
mir ist jetzt das auch gerade begegnet bei jemandem und Bekannte, wo wir uns darüber austauscht haben, ein Business zu machen mit einer Freundin. Und ich kann ihr einmal sagen, hey, schau einfach gut, weil es braucht einfach mehr als nur Freundschaft. Wir kennen es alle, habt ihr sicher auch schon gehört, die besten Freundinnen gehen das erste Mal miteinander in die Ferien und sie kommen getrennt wieder heim, weil sie sich wirklich Versacken. ja, und sich wirklich Imaginäre. einmal kennenlernen, weil man nicht nur Sunny Days hat, sondern eben auch mal Macken mitbekommt oder was halt so die Halt vor allem Person... beim Reisen. Ja. Ja. Oder wir zügeln zusammen und puff, was passiert? Nach einem halben Jahr geht es abeinander, weil wir lernen sich halt bis aufs Mark kennen. Und plötzlich sieht man vielleicht auch mal Sachen, die einem so richtig hart auf den Cookie geht. Und genau das ist auch das, was ich mega schön gefunden habe in dieser Zeit. Und zwar, ja, es hat ein paar Mal geknallt. Oder es muss. Es muss, aber es kommt halt immer darauf an, auf welchem Fundament knallt es. Also, was ich einfach mega gespürt habe, ist, dass wenn es bei dir einmal geknallt hat und du gefunden hast, hey, so und so oder ich so und so, dann ist es nie... Ihr Ja, Gesicht sogar wir gesehen. flachen dann eben beide gleich. Dann weiss man, es ist nie ein persönlicher Angriff, es ist nie abwertend gemeint, es ist nie unter der Gürtellinie. Also das ist jetzt zum Beispiel, das habe ich vorher zum Beispiel nicht gekannt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nicht die Art von Streitkultur, ist ein furchtbares Wort, aber Ja, können wir sagen, Disharmonie. ja, aber es ist eben nicht Disharmonie zwischen dir und mir, weil der Grundpunkt schwingt eben immer gleich. Aber es ist für mich eine komplett neue Erfahrung gewesen, oder immer noch, um Sachen einfach in Ruhe ausdiskutieren, am anderen auch mal den Raum lassen, wenn er einfach den Rappel hat, so. Ohne, wie ich bin, so sind wir dann der gewesen, ich bin so vom Naturell her eher entweder haue ich einfach ab, so, und dann siehst du mich einfach nie mehr, oder ich sage dir zuerst Schimmer und Bläss und dann haue ich ab, so. Aber es gibt wie nicht, Ja. es gibt wie nicht etwas zum sagen, okay, um was geht es jetzt eigentlich, die Emotionen in dem Sinn rausnehmen und einmal schauen, okay, welches Thema ist es, aber wir wollen gleich weiter zusammen auf den Weg gehen. Also für mich ist das ziemlich neu so. Jetzt vor allem in einer Business-Konstellation, aber auch sehr heilsam. Sehr heilsam. Also es ist- Weil es muss ja auch ein bisschen triggern. Das ist ja der Witz. Du kannst ja nicht, eben sind wir wieder beim Thema Revision und Veränderung. Du kannst nicht etwas in der Tiefe verändern, wenn du immer nur am Oberflächchen am Rumkrätzeln bist. Das Es ist so. das ist ja der Witz. Das Also, ja. ist so, genau. Und das ist halt wirklich etwas, ich habe es auch nicht gekannt, weil ich kenne dann eigentlich immer nur Konflikt und einer ist beleidigt oder betüpft und macht dann den Abgang. Und das ist wirklich, also sorry, das ist crazy. Also für mich völlig neu, aber auch cool. Und dort, was ich einfach gemerkt habe, du musst, und ich sage jetzt bewusst, du musst die gleichen gewissen Grundwerte haben oder Einstellungen. Du kannst, also, ich meine, wir sind so gleich und so grundverschieden, aber der Kern oder das Fundament ist bei uns genau gleich, wenn es Ja. ums gewisse Sachen geht. Und gerade wenn du ein Business miteinander machst und dort musst du miteinander funktionieren können, dort musst du gewisse eben, also das Fundament muss einfach gleich sein, weil sonst hast du so Ja. andere Entwicklungskonzepte, sei es mit Denken, mit Strukturieren, in der Handlung, in der Umsetzung, dann laufen beide in eine andere Richtung, Ja. oder? Und ja, da braucht es halt einfach mehr als nur, ja, wir sind jetzt gute Freunde und wir haben eine gute Zeit und wir machen jetzt einmal ein Lädeli etwas. auf, aber eigentlich wird die eine einfach ja, es ist, der Grundwert müssen die gleichen sein. Absolut. Weil der eine einfach nur eine geile Webseite haben und der andere will aber Business machen. Genau. Und so Sachen merkst du halt erst währenddessen und vor allem, wenn es dann auch um persönliche Entwicklungssachen geht, dann merkst du eben wirklich,
bist du wirklich so verbunden, wie du das Gefühl hast? Oder eben gleich nicht? Dann sind wir wieder, es geht immer um die Tiefe. Ja. Es geht immer um die Tiefe. Ja, und man muss sich ja auch überlegen, ich meine, wenn ja du, ich gehe jetzt davon aus, wenn ja du miteinander, ich sage jetzt mal ein Projekt, kein Business, ein Projekt startest, dann ist ja das meistens immer mit einem Herzensprojekt verbunden. Also es ist jetzt nicht einfach, ich gehe jetzt nicht davon aus, ja, ich will jetzt einfach schnell Kohle verdienen und ich mache jetzt schnell etwas, sondern es soll ja Ja, zu das gibt's dir auch, aber, ja. klar, aber ich rede jetzt nicht von dem. Also Ja. ich rede, soll man, aber das kannst du auch nicht vergleichen, oder? Aber wenn man wirklich sagt, hey, ich will wirklich meine Berufung leben, ich will wirklich ja, meine Fachexpertise, mein Lebenszweck wirklich voll und ganz ausleben, dann musst du dich triggern in dem Prozess und das wird man auch. Und dort ist dann eben der Unterschied. Ist es denn wirklich Freundschaft oder geht es noch darüber hinaus? Weil du machst ja den Entwicklungsprozess. Ich meine, du machst nicht nur, weißt, viele haben immer das Gefühl, ich mache jetzt einfach ein Business, wenn wir es gut strukturiert haben, gut Werbung machen, dann läuft das gut. Nein, das ist einfach nicht so. Der persönliche Prozess läuft mit. Und dort hat jeder eigene Baustellen. Vielleicht merkt man, ui, jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt fest in der männlichen Energie, ich darf auch mal in die Weiblichkeit hineinkommen. Wie will ich denn empfangen können und in einen schönen Workflow hineinkommen, oder auch Cashflow, wenn wir es gerade bei dem nennen, wenn ich nicht annehmen kann, wenn ich nicht empfangend bin, oder? Und du, Manuel, hast vielleicht wieder ganz andere Themen und die triggert man halt und dort Da macht ist es einfach halt den so ein bisschen Unterschied. das ganze Halten, weil man sich selber zuerst muss lernen halten. Genau, So, ja. genau. Und dort wirklich auch dürfen, den Raum zu heben füreinander. Das ist auch so ein wichtiger Point. Also nicht nur im eigenen Raum, sondern wirklich, wenn dem anderen auch ein persönlicher Prozess aufkommt, sei es mit Sichtbarkeit, sei es mit auch vielleicht Kindheit, häuslich, whatever, Ja. dass man wirklich auch da ist und kann den Raum heben für den anderen, wenn er sich einfach mal fallen lässt in dem Thema, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht oder weil er sich fallen lassen muss für ein Deep Diving. Das braucht es halt einmal auch, oder? Ja klar, du kannst ja alte Strukturen und auch Glaubensmuster und alles, was da eigentlich bis in die Zellebene hockt, du kannst ja das nicht auflösen, Ja, wenn es nicht anschaust. Also wenn's nicht anschaust. Das ist Genau. ja, also, dann klebst du eben, dann sind wir wieder bei dem Thema mit der weißen Wand, die geschimmelt ist und nonstop pinselst einfach ein bisschen weiss drüber. Der Schimmel Ja. wird immer wieder kommen. Aber es ist eben auch, von dem her jetzt, da bei uns einfach, finde ich, immer wieder schön, zu einfach merken, weißt du, so die Verbindung bleibt immer. Die ist einfach so niet- und nagelfest durch Beton. Aber wenn wir uns 2-3 Tage nicht hören, weil jede von uns irgendwie am eigenen Zeug was dran ist, es ist einfach so, dass ich kenne das sonst nur von wirklich 1-2 Leuten, so jetzt, sagen wir jetzt wie meine Schwester so, im Umfeld oder vom schönen Mann vom Bodensee. Ich kenne das auch nicht von denen zwei, dass der Mensch einfach da ist. Der ist einfach da. Der ist nicht irgendwie heute da und morgen kommt er dann nicht mehr und so. Und das ist Ja. bei uns eben auch so. Ja, Also für mich schon ist auch das das mega... Connected sein. Ja, die das. ganze Also für Zeit. mich ist das auch da jetzt ein Umlernen, immer noch, um immer wieder für mich zu merken, hey, die ist im Fall da. Eben wie bei den anderen 2 Jahren. Das ist nicht irgendwie, wir reden darüber, ja cool, wir machen jetzt eben. Wir sind das letzte Jahr über den Weg gelaufen, wir haben in der gleichen Nacht die gleiche Idee gehabt für das gleiche Naming, für die gleiche Bude. Und haben jetzt die aber auch wieder, weißt, im Zuge eben auch von unserer Entwicklung, wir haben müssen den Namen ändern. Weil es hat gerne nicht mehr ins Konzept dann eben gepasst, aber wenn wir zum Teil auch nicht einig sind mit den Dingen, um einfach für sich immer wieder wissen, hey, die ist im Fall immer noch da. Die haut im Fall jetzt wegen dem nicht ab. Jetzt, Ja, das ist halt das hast du Thema mal für uns gemotzt? beiden, gell? Ja, So, dass die total. Leute verschwinden immer. Es wird schwierig, weil man ist ja zu viel, man ist zu Man ist laut, zu viel, man ist zu laut, man flucht zu viel oder man ist einfach zu anders. mühsam oder man ist in meinem Fall zu gefreakt, zu Ja. Popcorn-maschinenmässig. Und eben so das Vertrauen reinzukommen, das ich halt eben bis jetzt eigentlich einfach an die anderen 2 Leute habe. Das wird auch bei denen so bleiben, aber um das nochmal von einer ganz außenstehenden Person
eben, ich meine, wir sind ja dort das erste Mal uns über den Weg gelaufen. So zu erleben von Sekunden eins an, verlobt, ist schon... ja, gerade verlobt, ist keine hardcore, Kennenlernzeit. aber ja. es ist cool. Ja, es ist wirklich krass. Aber es ist manchmal schon auch so, dass du merkst, also, eben, das meine ich mit Trigger. Weil es gibt ja nicht nur Trigger, es ist immer so negativ behaftet, es gibt ja auch positive Trigger, finde ich. Es kann ja immer wieder so Bestätigung sein, hey, die sind immer noch da. Du kannst auch keine Ahnung, die könnt ihr auch besuchen, ohne mal anmelden muss man sich bei mir übrigens immer. Ich habe so angemeldet. Ich auch, ich öffne einfach die Türen, ich winke vielleicht aus dem Fenster. Nein, ich habe sogar den passenden Teppich voraus. Aber jeder, der mich kennt, weiss das. Und es gibt wenige Leute, die können mir auch einfach anrufen und sagen, ich bin jetzt auf dem Weg. Dann können sie jederzeit kommen. Aber eben, das sind jetzt gerade 3. Also, das sind genau 3, die das jetzt so dürfen. Zum auch da merken, hey, ich muss auch nicht, eben, jetzt sind wir wieder beim Thema, oder, auf angemeldet, ich muss auch nicht die Hütte komplett geräumt haben, ich kann auch im Trainer dort stehen zur Not. Du musst dich nicht bemühen, du darfst einfach sein. Ich bin einfach und es ist einfach okay. Und wenn ich mal irgendwie am Telefon, wie Wochenende vor einer Woche, komplett einen Durchhänger habe und gerne bemerkt, dass eigentlich das Telefon immer noch aufnimmt und so, dann muss ich die Nachricht auch nicht löschen. Ja. Weil das ist cool. Hey, sorry, schnell ein Einwurf. Hast du jetzt das gehört? Ja, da oben klebt. Nein, da unten. Ist das da unten, was klebt? An der Haustür. Hat es geklebt? Ich meine, das ist da oben. Und ich glaube nicht, dass jetzt das der Pöstler war, weil ich erwarte Nein, nicht. aber es wundert mich nicht. Bei mir klebt es. Ich merke es schon gerne nicht mehr. Bei mir... Ich aber sage euch, Leute, bei mir an der Poolbar in den Bergen klebt es im Fall die ganze Nacht und den halben Tag im Moment. Wir haben alle wieder gesagt, vielleicht sind noch ein paar Grüne da, ich finde das cool. Ja, ist cool. Ja, ich glaube, jemand zu viel. Du, eine Frage. Vielleicht will ja jemand kommen. Vielleicht hat jemand jetzt... Weißt du, weil die Haustür hat man nicht können... Die Haustürglocke hat man nicht können läuten und jetzt hat man einfach nur schnell an die Haustür gemacht. Weil das war unten. Ja, willst du einen Kaffee herstellen? Ja, ich glaube, wir stellen noch einen Kaffee her, mal schauen, wo es noch hinführt. Aber das ist gut, dann haben wir nämlich gerade ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Ja, also ich finde es crazy. Ein kurzes Wort von mir. Vielleicht kennt das jemand, und zwar, wenn du eher so als einsame Wölfin oder als einsamer Wolf durchs Leben gehst, und bei mir ist das halt in den Händen in den Lektionen drin, und mein Astrologe oder mein Sternenpapi hat immer gesagt, mein Gott, du bist so einsam, das würde man dir gar nicht geben. Also ich bin wirklich eine Einsiedlerin, da gebe ich offen und ehrlich zu. Früher mega Krampf, heute ich liebe es. Eher wieder das Problem, dass ich mit dem Gegenteil wieder Mühe habe. Unter Menschen, Mann. Aber wenn du eher so ein bisschen als einsame Wölfin durchs Leben gehst, dann kennst du das halt extrem, dass immer wieder Menschen kommen schnell in dein Leben und Menschen gehen schnell wieder aus dem Leben. Einfach zum auch die Lektion zu triggern. Oder halt eben, was in dir drin geschiftet werden. Gell? Es ist nicht umsonst so. Und bei mir ist es früher, also wenn ich jetzt so zurückerinnere, so vor 10 Jahren, wenn ich jemanden kennengelernt habe, eine Freundschaft hat sich aufgebaut, dann bin ich so gehypt um die Person. Also gehypt, also nicht falsch verstehen, ich habe jetzt keinen Hehl daraus gemacht und ich habe jetzt auch nicht einen roten Teppich ausgefahren. Hast du keinen Starschnitt aufgehängt? Aber weißt du, so in mir drin, es ist so kribbelig, nervös, Vorfreude und fast das Explodieren gewesen. Und es ist aber auch immer das Bemühen gewesen. Und hier ist es einfach ganz anders. Ich freue mich immer, wenn du kommst, aber es ist nicht so, dass der Trigger, den ich eigentlich gespürt habe, von «jetzt kommt sie» und weißt, fast schon, musst noch dankbar sein, dass jemand kommt oder irgendwie so, du musst dich wieder darum bemühen und immer im Hinterkopf, oh, die ist schon nicht lang, irgendwann bin ich wieder zu viel, irgendwann bin ich zu laut, irgendwann bin ich zu anders, bin ich zu Mystik, bin ich keine Ahnung was, Overload. Du bist schon ein Straubenhurenkogen. Ja, bin ich manchmal schon. Können dann mein Buch lesen. Aber darum haben wir es ja so gut. Ja, und das ist so schön, weil wir dürfen einfach sein. Ja. Und es ist für mich
so, es ist einfach es ist einfach. Ich kann es fast nicht erklären. Ich habe keinen Leistungsdruck, ich habe keinen Trigger in mir, ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich um irgendetwas bemühen. Und wenn ich etwas mache, also nicht, dass er jetzt meint, ich gehe mit dem Mann um wie so eine, keine Ahnung was, überhaupt nicht. Aber es ist so, man macht alles aus dem Herzen. Weißt, es ist nicht aus einem Konflikt aus, ich muss mich jetzt bemühen. Ich muss oder mich beweisen oder bemühen, weil sonst geht der andere Mensch weg. Oder ich muss ihm gefallen oder ich muss ihm noch mehr beweisen, dass ich es wert bin, dass man mit mir abhängen will, bla bla bla. Genau. Ja. Und dort, Schlusssatz zu dem, das ist Seelenfamilie, Leute. Wenn man einfach sein kann, wenn man einfach einen Ist-Zustand hat, kein Trigger, kein Konflikt, musst jetzt nicht anfangen zu weinen, gell? Du hast zuerst angefangen. Sie hockt mit glasigen Augen da. Das ist halt wirklich Seelenfamilie, wenn man einfach sein kann, wenn man, keine Ahnung, einfach auch der Leistungsdruck oder das Klemmen in sich. Und lustigerweise vergleicht man oftmals das Klemmen eben mit positiven Gefühlen, weil man es nicht anders kennt. Und das ist eigentlich mega kontrovers, aber im Innen spielt man es gerne um, denn mit Vorfreude oder was auch immer. Weil, wieso, wenn man dort hinter den extrem starken Emotionen schaut, was ist denn dort dahinter? Weil es darf einfach ein Ist-Zustand sein. Dann float es, dann läuft es, dann ist es einfach ein Kreislauf vom Austausch der Energien her. Das wäre mein Abschlusssatz. Willst du noch etwas ergänzen? Nein, ist gut. Okay, let's go! Hey, für was bist du eigentlich dankbar? Ich bin dankbar für Schleichwerbung, weil durch das kann ich jetzt sagen, Shift happens. Das ist so geil, sorry. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal lachen. Einfach so geil. Ja, Manu, Freestyle aufnehmen ist immer am besten. für was bist du wirklich dankbar? Komm, gib's raus. Darf ich sagen? Ja. Ich habe beim Zügeln, es ist einfach so cool. Ich habe beim Zügeln etwas gekauft in einem Brocki. Und ich habe mich schon über das gefreut, was ich gekauft habe im Brocki, aber noch mehr habe ich mich über die Tüte gefreut, weil die haben mir tatsächlich einen Sack mitgegeben, Mann. Ich habe so Freude. Mit dem original alten Coop-Logo drauf. Also nicht das Neue, das man kennt, sondern das ganz alte Orange, das so geile Typo hat. Wo wir noch Kinder sind, was es gegeben hat. Und ich habe das nie mehr irgendwo gesehen und habe den Sack in die Hand drüber bekommen. Und ich freue mich jetzt noch das Loch ins Knie an. Er ist einfach so cool. Darum ist er jetzt bei mir auch, gerade neben meinem Kompi, in meinem Büro. Eingerahmt, oder was? Noch nicht. Ich habe ihn jetzt im Moment habe ich jetzt dort, wo der Drucker steht, habe so über das Tisch übergehängt, dass immer, wenn ich in mein Büro komme und an meinen Rechner laufe, muss ich grinsen, weil ich den hohen Kopfsack sehe. Aber es ist einfach cool. Ich finde, man darf auch mal für so Sachen dankbar sein. Also musst du vielleicht erklären, warum feierst der Kopfsack so? Halt wegen deinem Job, gell? Ja, ich bin natürlich mega Werbekind, gell? Ich als Kind am allerliebsten wirklich Werbespots geschaut. Meine armen Eltern, weil das noch kein Replay-Dings gehabt, meine armen Siechen von Eltern haben fortsammeln müssen weiterschalten, damit ich von Werbeblock zu Werbeblock können. Das ist kein Witz. Und ich bin ihnen mega dankbar für die Engelsgeduld, weil ich all die Werbespots, ich habe sie heute noch auswendig und ich feiere sie heute noch, weil es einfach geil war, Mann. Cool. Und der Gobsack hat so den Mut und gleichzeitig muss ich immer grinsen, wenn ich sehe, weil der Mann vom Bodensee, der schöne Mann vom Bodensee, war eben dabei gewesen, dort im Brocki, und er hat sich eben auch mega über den Kopfsack gefreut, weil er halt auch ein Werbekind ist aus dieser Zeit. Und bei mir spiegelt es halt irgendwie jetzt viel jetzt so rein. Es ist so die Energie von «Yeah, Mann, ich habe gezögert und wir haben es geschafft und wir haben das noch geholt». Und auch so eine Identitätsfrage irgendwie. Auch wenn es nur ein Plastiksack ist mit einem dämlichen Logo drauf. Aber es ist so viel gute Nostalgie drin. Und darum ist er auch im Büro. Also ich feiere ihn hart. Und natürlich bin ich auch dankbar für meine Kinder und mein neues Zuhause und für dich.
und für meine Schwester und für Champignonplätzchen vom Findus und so. Ich bin, und für Reporsilo, ich bin für einen Haufen Zeug dankbar. Aber aktuell der Gobsack hype ich also hart. Geil. Hype ich also. So geil. Und du so? Ich bin mega dankbar über Normen. Jetzt stellt sich viele die Frage, what? Ja, Ja gut, okay. jetzt haben sie den Wir sind- Gobsack hinter sich. Ich glaube, jetzt fragen sie sich gerne. Ja, wir sind zwar klein kariert und ja, viele Normen und Regelungen und bla bla bla. Aber, ganz ehrlich, jetzt ohne Witz, sind wir schon mal einen Steg gelaufen, der nicht der Norm entspricht? Was für ein Pain in the ass ist das? Ja, nicht Stege, Stegen laufen, über wo den nicht- Lift, Mann. Oder im Ausland sieht man das noch viel. Weißt du, irgendwo so eine Tourtreppe. Du weißt nicht, ein Schritt Ja, kannst du aber, nicht nehmen, weil es ist ein Scheiß. Wenn du 2 Schritte nimmst, geht es auch nicht auf. Es ist einfach nur ein Abkrampf. Ich bin dankbar für Normen. Es gibt zum Beispiel extra, ich habe mich dann dort bin voll in dem Thema drin und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Es gibt sogar Stuhlnormen, es gibt WC-Deckelnormen. Und ich habe nicht gedacht, Stuhl, ja, also ich meine, wenn ein Stuhl plötzlich wie ein Einhorn aussieht, okay, das ist ein falscher Exkurs, jetzt gehen wir in die Sexabteilung, das ist nicht gut. Okay, wenn ein Stuhl Ein Stuhl, ein Einhorn ist eine Sexabteilung. Ja, ein Einhorn. Deine Sexabteilung im Kopf hätte ich mal es gesehen, geht um Mann. Sitzfläche und Sitzhöhe. Und Einhorn, Scheiße, das ist ein bisschen ein falscher Exkurs. Gitti, Okay. komm hinein. Aber einfach Normen, genial, genial. What the fuck? Oder stell dir vor, Kuchen, eine andere Norm. Und du musst, keine Ahnung, am Boden runterkriechen, um dein Zeug zu schneiden. Weil es vielleicht eine Norm gibt, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber Ja, ich gehst nehme in an, McDoof, musst nicht kriechen, musst nicht schneiden. aber Und nein, ist keine Normen sind Schleichwerbung, ich mag geil. den McDoof nicht, bevor ich jetzt da lauter E-Mails habe wieder. Oh, Ja. ja, aber ist keine Werbung gewesen, Leute. Aber keine eben Normen, Werbung. die einen haben Freude über Plastiksäcke mit einem alten Logo, das es nicht mehr gibt, und die Ja, anderen wollen oder Normen. stell dir Ich finde das vor, super. Plastiksäcke haben 3 Henkel und es entspricht nicht der Norm. Was für ein Scheiß! Du musst Normen nur 2 sind haben geil, von 3. aber Treppennormen sind Improvisation. Hammer, weil es gibt nichts Mühsameres, als eine Treppe zu laufen, die nicht der Norm entspricht. So nervig. Okay. Und man sieht auch noch doof aus und man fühlt sich auch doof, weil man so 1, 1, 1, 1, 1, man weiss nicht, wie man Ich kann laufen einfach nur noch mal sagen, Mann. Dein Lauf einfach Gobsack. keine Stege. Ja, und dein Gobsack hat mich echt getoppt. Okay, meine Norm ist ein bisschen... Nein, Norm ist cool. aber ich Norm bin ist echt cool. dankbar. Ich Bist finde dankbar es geil. Wirklich, ja. Wir gehen gut. Ich bin gespannt, für was wir nächstes Mal dankbar sind. Ich nehme den Gobsack wieder mit. Der catch Kannst du jetzt dann wirklich. erzählen, wenn du ihn eingerahmt hast? Ja, er kommt der Rämli über. Ich habe ein goldiges Rämli schon parat. Oi, sogar. Ja, er wird cool. Okay. Es muss auch niemand verstehen da Ich tue draussen. dem es ist Fall mir auch, auch- es ist mir scheisse gleich. Sorry, das Trepp- nicht verstehe ich viel. Ich tue in dem Fall die Treppennorm ausdrucken und einrahmen. Dann haben wir beide etwas. Ja, ich schenke dir einfach ein Bild mit einer Natursteintreppe. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Es tut mir alles zusammen und es kräuselt in dabei. Okay, Also, dann würde ich sagen... d'accord. Schliessen wir die Episode. Wir freuen uns aufs nächste Mal und somit eine gute Zeit. Und bis bald. Shift happens. Bis gleich.